Madame Nathalie Morgenthaler. Madame Morgenthaler. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe alle gut. Der Jahresbericht 2024 vom Ombudsmann ist nach von der fairsten Inhaberin, der Madame Claudia Monti, abgestaltet geht. Am Namen von der CSV will ich hier also große Merci ausschwätzen für die Arbeit, die sie während all den Jahren unterstützt von dieser wichtigen Institution geleistet wird. Ich hatte die Chance, an meinem fairsten Beruf auch als Mittags mit hier zusammen zu schaffen und kann hier ihrer Nachfolgerin hier wieder. Sie hat hier Mission mit viel Engagement, Menschlichkeit und Empathie ausgeführt, voll und ganz bestätigen. Und so wie ich Madame Claudine Kunstbrück kenne, bin ich zuversichtlich, dass hier das auch wird gelingen. Wir wünschen hier auf alle Fall dieselbe Ausdauer, weil der brauche ganz viel an der Funktion und das nächste Fanger Spitzegefühl, sowie natürlich auch viel Frieden an ihrer neuen, ganz nobler Arbeit. Der Jahresbericht 2024, ich denke, wir sind als Verbannen allein, nicht nur diesen, setzt der Grundgedanke von dieser Institution an den Mittelpunkt. Die Verwaltung mehr menschlich machen. Das bedeutet also nur lauschen, klar aber begründet antworten, auch Fehler können unerkennen. Der Bericht hält fest, dass viele Verwaltungen bei der Information für und an nur einer Entscheidung Fortschritte gemacht haben. Gleichzeitig gehen der Wortdags nach Situationen, die eine gewisse Willkür unterstreichen, mit ausbleibenden oder unvollständigen Antworten. Es bleibt Notwendigkeit, Durchsprüche von den Bürgerinnen und Bürgern empathisch und gesetzlich korrekt zu erfüllen. Der Rapporteur Merisejovic ist ganz vollständig auf die verschiedenen Statistiken und Sorten von Dossien ergangen, dafür machen statt nicht nachher. Die Lehre aus den 1455 Reklamationen vom letzten Jahr ist, Information, Motivation von Entscheidungen und termingerechte Reaktionen bleiben weiterhin vital. Neben den Zahlen fallen ein paar Tendenzen ab. Die zwischenmenschliche Qualität zwischen Verwaltung und Bürgerinnen oder Bürger bleibt der wichtigste Faktor. Für Kriterien erklärt, Entscheidungen juristisch motiviert, aber eine verständige Fristen kommuniziert gehen, deseskaladieren Streitfälle und eine Reihe von Reklamationen lesen sich durch Informationen allein. Gleichzeitig bleiben aber ein paar Engpässe persistent. Für alle Fälle, wo finanzielle Hilfen am Spiel sind Transparenz von den Kriterien und Proportionalität von den Strafen nicht immer ganz explizit. Dabei kann doch das Vitesse respektive das Länge von den Examen von den Dossien mehr vulnerable Leute finanziell immens belasten können. Hier geht es echt um Prozessverbesserungen wie im Richtungswechsel, mehr klare Informationen mit mehreren Entscheidungen. Das Suivi von strukturellen Rekommendationen weist ein gemischtes Bild. Ein paar Maßnahmen sind 2017 angeholt, sind Stichfläche noch immer an Arbeit. An einer mehr rezenten Rekommendationen werden auch über eine klare Position von den zuständigen Autoritäten. Dieser lange gesetzliche und reglementarische Rhythmus hat bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Recht leider ein bitterer Nachgeschmack. Wir lassen mal nur positiv noch vier gucken. Der neue Ombudsmann hat eine Reihe Änderungen an den Tag gefasst, die mehr als CSV auch so begrüßen. So hat Madame Claudine Kunstbrück betont, dass die Institutionen mehr stark auf die Vermenschlichung von administrativen Kontakt ausrichten wird. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, wen sein Dossier behandelt, eine identifizierte Person telefonisch erreichen können und an einer verständlichen Frist eine motivierte Antwort kriegen. Sie hat auch den Fokus auf Trassabilität von den Dossien und auf Disponibilität von einem menschlichen Ansprechpartner zu legen und gleichzeitig daran erinnert, dass Digitalisierung nie den menschlichen Kontakt ersetzen. Was Rechtsinformation angeht, wird der Ombudsmann eine Aktualisierung von der Linie de Bonne Conduite administrativ angekündigt, mit einer aktiven Verbreitung bei den Ministerien und Services. Am selben Sinn will sie bei einem Refus systematisch einen expliziten Verweis auf nicht kontentiöse Wege verankern, erinnert sie sich vom Ombudsmann und gleichzeitig daran erinnern, dass gerichtliche Delikte unverändert weiterlaufen. Ziel ist es, dass Leute schon ab der Notifikation verstehen, an wen sie sich sollen wenden, an welcher Reihenfolge und mit welchen Fristen. Für die Orientierung vom Publikum an einer mehr komplexer Landschaft, wo sektorielle Mediationen mehr einfach zu machen, wird der Ombudsmann vorgeschlagen, eine öffentliche Seite anzufeiern, die auf einer ähnlichen Platz den Ombudsmann und an die anderen Mediateuren und Mediatrissen, Gesundheit, Konsum, Kanner- und Jugendbereich, Kommunalmediationen und so weiter zusammen feiert, mit einer einfachen Erklärung, wer für was zuständig ist. Die handelt, dass es Fehlweiterleitungen und falsche Geschäfte zu vermeiden und zu frei angeregte Reklamationen zu reduzieren.
Weiterhin hat Madame Claudine Consbrück angekündigt, die rund 60 Rekommendationen, die unter dem Umfang vom Bestuhl vom Ombudsmann formuliert wurden, durchzuholen, wird zu prüfen, was umgesetzt ist, was noch immer relevant ist, aber wo es nötig ist, nicht Druck zu machen. Angestrebt wird es, rekurrent Feststellungen vom Bericht mehr sehr an Prozeduranpassungen umzusetzen. Besonders dort, wo eine einfach schriftliche Klarstellung schon durchgeht, für repetitiv Streitfälle zu vermeiden. Zur Summe gefasst gibt Änderungen sichtbar an der Qualität vom Service und Bürgerinnen und Bürger, der menschliche Kontakt, Fristen und Lesbarkeit, an der systematischer Information über nicht kontentiöse Rekurmöglichkeiten und einer mehr klarer Regelung über die aktualisierte zirkulären Leitlinien. Dabei kann eine bessere Orientierung durch eine einzig klare Anlaufstelle für die verschiedenen Mediatrissen und Mediateuren und ein mehr konsequentes Suivi von den Rekommendationen. Das Thema Sicherheit alles viersetzt, die wir als CSV begrüßen und mit Spannung erwarten. Herr Präsident, lieber Legur, als Fazit bleibt der Rapport von 2024, dass den Ombudsmann eine gefrohte und nützliche Institution bleibt. Bei 9 von 10 Rekommendationen und Interventionen feiern zu einer Verbesserung oder manchmal zu einer verständlicher und motivierter Antwort. Negativ zu bewerten bleibt weiterhin, weil Verwaltungen nicht mitschaffen oder zu lang brauchen. Nicht genug Lisibilität zu von Kriterien, Rekommendationen, die zwar angeholt, mit nicht umgesetzt gehen. Der Bekanntheitsgrad von der Institution selber kann auch noch verbessert gehen. Positiv zu bewerten als eine immer mehr offene Dialogkultur, auch allemal sehr Verbesserungen, als Service, die Entscheidungen konsequent und Legalität und Proportionalität anpassen. Der Ombudsmann ist also nicht ein reiner Knotenmann, und den sich schweren für seine Brustlast zu gehen, mit Ziel also klare Verbesserungen am Sinn der Leute herbeizuführen. Der Ombudsmann an ihrer ganzen Equipe haben eine große Merci gesagt für ihren Einsatz am Dienst von den Bürger und Bürgerinnen. Ich sage Merci.